bin Daniel Mös, ich arbeite am CRP Santé als Biologin. An meiner Freizeit gehe ich gerne an die Natur, und mache Fotos von den Pflanzen und Tieren rundherum mich. Das ist einfach eine schöne Art und Weise, für das ruhige und harmonische Moment zu konservieren. An meiner Forschung beschäftige ich mich auch mit Pflanzen, und zwar probiere ich mit Hilfe vom Hanf ein Mittel gegen Brustkrebs zu finden. An meinem neuen Projekt arbeite ich an einem Wirkstoff aus Hanf, dem Cannabidiol. Die Pflanzen, mit denen wir arbeiten, das ist natürlich nicht die berühmt-berüchtigte Cannabis, sondern das ist ein industrieller Hanf, den ihr noch aus der Textilindustrie kennt. Und den verwenden wir eben mit dem Cannabidiol zusammen, um zu gucken, wie die Antikrebswirkung von Cannabidiol funktioniert. Das ist nämlich schon gewusst, dass der Cannabidiol eine Negativwirkung auf die Entwicklung und die Ausbreitung von Krebszellen hat. Tumor- und Krebszellen haben verschiedene raffinierte Strategien entwickelt, die ihnen helfen, sich weiterzuentwickeln und immer mehr beidseitig zu gehen. So können sie zum Beispiel der Bekämpfung des Immunsystems entgehen oder auch der Behandlung mit Chemotherapie. Und dafür nutzen sie unter anderem einen körpereigenen Prozess, den wir als Autophagie kennen. Die Autophagie ermöglicht den Krebszellen, hier Bestandteile zu recyceln, weil zum Beispiel eine Zelle beschädigt oder aufgeschwächt ist durch eine Behandlung mit Chemotherapie. Da kann sie mit Hilfe der Autophagie ihre Stoffwechsel ukurbeln, sie kann rekuperieren, sie aus ihrer Form, kann sich weiter delen, kann mit beiseite dadurch auch gehen. Wir haben echt ein Indiz dafür, dass der Cannabidiol die Autophagie blockieren kann und damit der Ausbreitung von Brustkrebs entgegenwirken kann. Sollte das sich bestätigen, dann könnte Cannabidiol in Kombination mit schon bekannten Therapien neue Strategien am Kampf gegen den Krebs ermöglichen.